Herzlich willkommen zu dieser Predigt von der GVC Winterthur. Wir hoffen, dass die Predigt dich inspiriert. Wir laden dich dazu ein, dir Gedanken darüber zu machen. Schwarze Nacht, Leere, Sinnlosigkeit und Verzweiflung. Am Boden zerstört, desillusioniert, unbarmherzige Realität, Kälte ohne Ende. Warum nur? Warum? Da war doch eben noch Licht und Wärme. Ausgestoßene hatten Hoffnung geschöpft, sie hatten einen Platz gefunden, Wertschätzung und Liebe erfahren. Aber nein, ihre Hoffnung wurde brutal zerschlagen, öffentlich verspottet, wie ein geschundenes Tier vor sich hergetrieben und ans Kreuz gehämmert. Also doch das Übliche. Die Machtzentrale setzt sich durch. Am Klerus und am römischen Schwert führt kein Weg vorbei. Angst macht sich breit, schwarze Nacht, Leere, Sinnlosigkeit und Verzweiflung. Nein, ich kenne diesen Menschen nicht. Der Hahn kräht. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein letzter Schrei, ein gewaltiges Beben, tiefste Finsternis, Leere. Am dritten Tag, die Frauen am Grab. Doch das Grab ist leer. Auch das noch. Sogar die letzte Ehre wird ihm verweigert. Nicht einmal Abschied nehmen dürfen sie in dieser dunkelsten Stunde. Doch dann, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Die Neuigkeit macht die Runde, sorgt für Aufregung, stößt auf Skepsis. Doch die Berichte verdichten sich und allmählich, langsam, aber unaufhaltsam kehrt Hoffnung zurück. Staunen und tiefer Friede. Der Auferstandene begegnet seinen Freunden. Und der erschrockene Haufen wird zum Verkünder des gewaltigsten Mysteriums des Universums. Ja, es hat Gott gefallen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in Christus zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Durch seinen Tod am Kreuz hat er Frieden geschaffen mit allem und zwischen allem, was auf der Erde ist oder im Himmel. Das letzte Wort haben nicht die Mächtigen. Das letzte Wort hat Gott. Aber entscheidend anders. Die Macht seiner Liebe durchbricht den Tod. Leben in Ewigkeit. Ihr kennt ja die Botschaft, die Gott bereits den Israeliten verkünden ließ. Es ist das Evangelium vom Frieden durch den, der über alle Menschen Herr ist, Jesus Christus.
Schon die Propheten haben von ihm geredet. Durch ihn, so bezeugen sie alle übereinstimmend, bekommt jeder die Vergebung seiner Sünden, jeder, der an ihn glaubt. Apostelgeschichte 10, Verse 36 und 43. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Aus dem 1. Korinther 15, Verse 3-4. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Johannes 3, 16. Willkommen zu unserem Ostergottesdienst. Heute mit dem eindeutigen und klaren Fokus aufs Kreuz, das hier bei uns in der Mitte steht. Das Kreuz als Symbol für die gute Nachricht, wie sie dort die Apostel schon genannt haben und wir es heute auch noch nennen. Das Zeichen für Ostern, das Zeichen für den Start von einer neuen Zeitrechnung. Das Kreuz in der Mitte, das ist das Thema heute, das Evangelium, die gute Nachricht. Es ist die zentrale Botschaft von unserem Glauben, es ist der Grund, warum wir uns hier jeden Sonntag treffen. Das Kreuz in der Mitte. Gleichzeitig ist heute auch der Start in eine neue Serie, ihr seht es hier oben mit den Kirchenfenstern, Ecclesia Recreans, heisst, mit meinem besten Latinisch habe ich das selbstverständlich herausgefunden, erfrischende Kirche. Es geht in den nächsten Wochen darum, was ist Kirche? Was ist Kirche in der letzten Zeit, in den letzten Tausenden von Jahren? Nicht Kirche hier in Winterthur, sondern Kirche als weltumspannendes Phänomen. Und wir werden uns verschiedene so Bereiche von Kirche, Kernbereiche von Kirche anschauen, die Kirche eben ausmacht, die den Auftrag von Kirche ausmacht. Heute der Kern vom Kern, das Evangelium. Es ist Ostern. Es ist der Moment, wo wir heute feiern, wo wir heute auch gemeinsam beleuchten wollen. Jesus selber hat es lanciert. Jesus selber hat die Kirche lanciert und uns das Evangelium mitgegeben. Ostern ist der Moment, wo es offenbar ist worden, wo man es gesehen hat, wo es die Leute langsam gemerkt haben. Und seitdem wird in den christlichen Versammlungen, die wir heute Kirche nennen, das Evangelium verkündet. Es bedeutet gute Botschaft. Für uns ist es heute die gute Botschaft. Evangelium hat es aber auch schon vor Jesus gegeben. Man hat es genannt, Evangelium war der Name, wenn zum Beispiel ein König neu erkoren ist worden. Oder sonst eine wichtige Botschaft, die das Königreich betroffen hat, eine gute Nachricht, die irgendwie durch das Volk durch hat müssen, hat man es schon Evangelium genannt. Aber das Evangelium, das wir heute darüber reden, ist nicht einfach irgendein König, der irgendwo an die Herrschaft kommt, sondern es ist Gottes Herrschaft über unsere Welt und die damit verbundene Rettung für dich und für mich. Es geht um einen König, aber es ist ein bisschen anders, als sich dort mal die Leute gewöhnt waren. Überraschend vor allem, überraschend anders war, wie die Herrschaft eingeläutet wurde. Das Kreuz als Symbol ist nicht unbedingt das Symbol, das wir wählen für ein Königreich. Es war anders. Jesus ist nicht gekommen, wie Könige früher, durch eine Schlacht, durch einen Sieg, durch Mord und Totschlag, durch Dominanz, sondern er ist gekommen als demütiger Diener. Das ist unser Evangelium.
Vor einer Woche haben wir den Palmsonntag gefeiert, wo Jesus mit einem Esel nach Jerusalem hineingeritten ist worden. Nicht einmal ein Rössli jetzt gegeben, sondern einfach ein Esel. Und die Leute haben ihn gefeiert. Sie haben ihn verehrt. Die Hoffnung der Menschen ist auf ihm geruht, von den Menschen dort. Jesus aus Nazareth, der Sohn von David, der geschickt ist worden im Namen von Gott, um das Königreich aufzubauen, endlich, nach ewiger Zeit gefühlt, von Unterdrückung, von Fremdherrschaft, endlich wird die Hoffnung wahr. Und die Zeit wird sich verändern. Aber Jesus hat auf ganzer Linie enttäuscht. Er hat gerade mal 5 Tage gebraucht, um vom gefeierten Held zum, sagen wir mal, Staatsfind Nummer 1 zu werden. Jesus hat nicht gelehrt, was die Menge gerne hätte gehört. Jesus war anders. Er ist nicht mit Pomp und Getöse gekommen und hat alle verjagt, die nicht gepasst haben. Er hat nicht von Gewalt und Herrschaft predigt, sondern hat Demut und Barmherzigkeit, Liebe in die Mitte gestellt. Er hat die Menschen beleidigt. Durch sein Tun und Reden. Vor allem die religiöse und gesellschaftliche Elite ist nicht zu Gang gekommen mit dem. Er hat sich den Verstoßenen und den Schwachen angenommen und hat sich nicht an gängige Konventionen gehalten. Ich habe letztens einen Podcast gehört, wo 3 junge Menschen über den christlichen Glauben diskutiert haben, über die Bibel. Selber sagen sie von sich nicht, dass sie gläubig sind, aber sie haben irgendwie das Buch unter die Lupe genommen. Und eine stellt anerkennend fest, dass Jesus ein Revolutionär war. Das, was er gemacht hat, war dort mal revolutionär. Anders. So wird er uns vorgestellt. Seine Waffen waren aber nicht Handgranaten und Gewehr, sondern Wort, Liebe und eine konsequente Abkehr von gesellschaftlichen Normen, die nicht seinem Reich entsprechen. Und zusammen mit dem Anspruch, dass er der Messias ist, der Retter, ist das zu viel für die Leute. Sie haben es nicht vertraut. Er war gefährlich. Jesus ist darum gefangen genommen worden und nach einem kurzen Prozess unschuldig zum Tod am Kreuz verurteilt worden. Unschuldig hängt er da. Und wo er da hängt, kurz vor seinem Tod, vergibt er denen, die ihn verurteilt haben. Und stirbt. Aus und vorbei. Keine Woche hat die Hoffnung mögen haben. Ein weiteres Grossmaul, das Rettung verspricht, aber nichts als Unheil anrichtet. Aber nicht bei Jesus. Seine Geschichte endet nicht am Kreuz. Sein Tod am Kreuz ist real. Sein Leichnam wird abgenommen und in ein Grab gelegt. Aber der Schreck war gross, als das Grab leer war. Und man gemerkt hat, Jesus ist nicht mehr da. Und nach anfänglichem Zweifeln und hey, was hat man mit diesem Leichnam, mit diesem Jesus gemacht, hat er sich den Menschen wieder gezeigt. Und ihnen hat es dämmert, dass Jesus von den Toten aufgestanden ist und lebt. Wie anders doch der König ist. Und da ist sie wieder gesehen, die Hoffnung. Hat Jesus doch recht? Ist er doch der Retter, der uns versprochen ist worden? Er ist es. Anders als erwartet, aber er ist es. Er musste sterben, um den Tod zu besiegen. Er hat sich selber geopfert, damit die Menschen, auch wir, frei sein können. Und die Menschen haben die Botschaft schon verstanden. Sie waren sich das Opfer gewöhnt. Und jetzt kommt Jesus, der sich opfert. Gott, der sich selber hergibt auf dem Altar. Für unsere Schuld zahlt. Ein für alle Mal. Uns die Möglichkeit gibt, mit Gott versöhnt zu leben. An Ostern ist sichtbar geworden, was das Evangelium ist, was Gottes Gedanke, Gottes Plan mit uns ist. Darum das Kreuz, weil am Kreuz ist es passiert. Die Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Das ist Evangelium. Es ist nicht umsonst das wichtigste Fest, das wir Christen feiern.
Die damalige Botschaft, die Kernbotschaft von Kirche, ist der Grund, warum wir heute hier sitzen. Zusammenfassend kann man das Evangelium so kompakt nennen: die gute Nachricht vom Kommen des Reiches Gottes, sichtbar geworden durch das Leben, das Sterben, die Auferstehung von Jesus. Die gute Nachricht ist eine Einladung an alle Menschen aller Zeiten und Kulturen, sich Gott zuzuwenden. Das ist Evangelium. Um das geht es in Kirche, seit es Kirche gibt. Wenn wir ein bisschen zurückschauen, wir sind ja nicht die Ersten, die Kirche machen hier, die Kirche sind. Dann sehen wir in der Kirchengeschichte Aufs und Abs. Die Kirchengeschichte ist reichhaltig und nicht immer glorreich. Wo der Petrus den Auftrag von Jesus bekommen hat, kann man nachlesen, dann war klar gewesen, und das hätte man hier niemandem müssen sagen, der Kern, das Wichtigste, was sich die Kirche darum dreht, ist die gute Nachricht. Die Nachricht von dem auferstandenen Jesus Christus. Niemand hat das in Frage gestellt. Die einen waren sogar dabei gewesen. Aber es war Good News gewesen. Es war hier rum gewesen. Aber die Kirche hat schon gleich über die Jahrzehnte, die Jahrhunderte andere Bedürfnisse auch noch gehabt. Die Kirche ist gross geworden, was eigentlich schön ist. Es ist aber auch mächtig geworden. Und Macht hat so die dumme Eigenschaft, dass sie verteidigt werden muss. Macht muss erhalten werden. Es macht etwas mit uns Menschen. Und das Evangelium ist nach und nach zur Mitte rausgerutscht, weil Macht in die Mitte ist gekommen. Ja, schlimmer, das Evangelium ist sogar gebraucht worden, um Macht zu erhalten. Das Evangelium ist gebraucht worden, oder eine Abwandlung vom Evangelium, zum Menschen verfolgen, zum Menschen gefügig machen, zum Macht durchsetzen. Da gab es viele Muster aus der Geschichte. Die Kirche hat über die Zeit verloren, was die Kirche überhaupt erst zur Kirche gemacht hat. Das Evangelium als zentraler Ausrichtungspunkt. Und Gott hat immer wieder Menschen eingesetzt, die probiert haben, zum Teil mit Einsatz von ihrem Leben, die Kirche wieder auf das Evangelium auszurichten. Wieder zurückzuholen und zu sagen, um das geht es, nicht um alles rundherum. Und eine von diesen Geschichten ist vielleicht für uns die bekannteste, ist die Zeit von dieser Reformation. Reformation sagt es schon, die Kirche ist reformiert worden. Man hat sie müssen wieder ein bisschen ummodeln. Das Evangelium wieder in den Mittelpunkt rücken. Und das hat dort mal angefangen durch Martin Luther, der Kritik geübt hat, öffentlich an der Kirche und an der Praxis von Kirche. Der Martin Luther hat das kritisiert und mit ihm plötzlich andere Menschen. Es hat eine Bewegung gegeben. Und man hat das Kreuz wieder in die Mitte genommen und hat sich darauf geeinigt, dass es nur um den Glauben geht, dass es nur um die Gnade von Gott geht und dass nur die Bibel maßgebend ist im Vergleich zu allen anderen Traditionen in der Kirche. Man hat sich dort unter der Führung von verschiedensten Reformatoren wieder zurückbesinnt auf das Wichtigste, auf das Evangelium, auf die Tat von Jesus am Kreuz. Die Reformation hat 130 Jahre gedauert. Also, ihr könnt euch vorstellen, das war ein riesiger Prozess. Das war nicht einfach irgendjemand eine gute Idee hatte, sondern das war lang. Aber ein grosser Teil der Kirche hat sich gewinnen, hat sich wieder neu ausgerichtet aufs Kreuz. Der Martin Luther und mit dem anderen Reformatoren haben ein neues Bild von Kirche geprägt. Und er hat es so zusammengefasst, ein Zitat von ihm: Wo das Wort ist, da ist der Glaube. Wo aber der Glaube ist, da ist wahre Kirche. Die Ansicht von dieser wahren, dort mal neuen Kirche ist das Kreuz, gehört in die Mitte. Und auf dieser Tradition, nennen wir es jetzt mal Tradition, das ist schon lange her, stellen wir heute. Das Kreuz gehört in die Mitte. Das Evangelium ist der zentrale Punkt. Und wir haben ein Bild überliefert von dieser Zeit, wo der Luther am Wirken ist, ist begleitet worden von einem Künstler, von Lukas Cranach, einem Maler, wo die Reformation bildlich
interpretiert hat. Und wir sehen hier, in der Mitte ist Jesus am Kreuz. Auf der linken Seite ist die Kirche. Die Kirche, die Gemeinde, schaut in die Mitte. Rechts ist der Luther am Predigen, aber auch er schaut aufs Kreuz. Sie schauen zusammen aufs Kreuz. Der Mittelpunkt ist das Kreuz. Und das Bild fasst schön zusammen, was die christliche Verkündigung da ist worden und heute immer noch ist. Man sieht, dass der Luther die eine Hang auf der Bibel hat und mit der anderen Hang auf Jesus zeigt. Das ist es, was auch wir machen sollen. Das ist es, was der Maler zusammen mit all diesen Geschichten der Reformation geschrieben wurden, festgehalten hat. Wort kommt aus der Schrift. Es zeigt auf Jesus und es sammelt Menschen und es verwandelt sie, es verändert sie. Das ist Kirche. Jeden Sonntag machen wir genau das. Wir nehmen die Bibel und wir verkünden, was in der Bibel steht. Es ist nicht immer die Ostergeschichte. Die Bibel ist ein Buch, das reichhaltig ist, wo die Ostergeschichte ein paar Mal drin ist oder darauf hingedeutet wird. Die Bibel ist unsere Basis. Wir predigen aus der Bibel raus. Wir treffen uns hier, um aus der Bibel raus zu hören. Die Bibel ist auch so aufgebaut, dass, egal wo du reingehst, es zeigt am Schluss eigentlich auf den Höhepunkt, auf Jesus her. Es ist Geschichte von Mensch und Gott. Gott, der den Menschen geschaffen hat. Der Mensch, der sich von Gott abgewendet hat. Und Gott, der die Versöhnung möglich macht. Evangelium. Das ist unsere Basis. Und wir haben hier einen Hang auf der Bibel. Auf die stehen wir, bildlich gesprochen. Das ist unsere Grundlage, unser Fundament. Die andere Hang ist aufs Kreuz. Evangelium, das, was an dem Kreuz passiert ist. Wir wollen uns gegenseitig Jesus vorstellen. Wir wollen uns um seinen Namen herum sammeln. Wir wollen ihn loben und preisen, weil er würdig ist. Wir wollen bekannt sein dafür. Für die frohe Botschaft, für die gute Nachricht. Wir möchten, dass die Menschen, die da drinnen sind, in Berührung kommen mit dieser guten Nachricht. Du, heute, aber auch rundherum. Die Kirche soll für die gute, befreiende, frohmachende Botschaft stehen. Und hier müssen wir schnell ein bisschen ehrlich werden. Die Kirche soll für die Botschaft stehen. Und ich glaube, über weite Strecken tut sie so. Aber es hat sich auch etwas anderes eingeschlichen. Wenn wir ein bisschen herumfragen, vielleicht außerhalb von unseren GVC-Parkerinnen am Mauern, für was die Kirche steht, dann würde man wahrscheinlich, so kommt es mir entgegen, nicht unbedingt hören, die Kirche steht für die gute Nachricht. Die Kirche, das ist etwas, das ist lebensspendend. Sondern vielleicht würde man etwas über Moral hören, über Regeln, über Gesetze. Oft kommt die Frage, ja, in der Kirche schaffst du, dann darf man das nicht, dann muss man das. Oh, wenn du das machen willst, dann kannst du einsetzen, was du willst. Die Kirche hat gar nicht unbedingt den Ruf, für das zu stehen, was wir hier heute in der Mitte haben. Vielleicht kennst du die Fragen. Vielleicht stellst du es auch selber für dich persönlich. Mir tut das immer ein bisschen weh und es ist nicht der Punkt, dass ich nicht zu den Werten möchte stehen. Die Bibel gibt sehr viel her, was Werte und Ethik betrifft. Für das darf man bekannt sein, das ist gut. Aber ich bedauere es, wenn ich so zuhöre, feststelle, dass offenbar das Evangelium verwechselt ist worden. Oft verwechselt ist worden. Von Regeln und Konformitäten. Verwechselt. Oder vielleicht sogar ein bisschen verwaschen.
Irgend auf eine Art vereinfacht, so dass die Kirche plötzlich bekannt ist für ein Regelwerk, das ihm droht zu erdrücken und man sich davon befreien muss. Moral und Ethik sind wichtig. Ohne geht es nicht. Das ist mir alles klar. Und in der Bibel gibt es unglaublich viel Weisheit zu diesem Thema. Und wir sind alle eingeladen, uns an dem zu orientieren, an Jesus zu orientieren. Die Bibel deutet auf Jesus her, zeigt uns, wer Jesus ist. Wir sollen uns an ihm orientieren. Aber Evangelium ist in erster Linie gute Botschaft und nicht guter Ratschlag. Es ist nicht ein Regelwerk. Mach das und das und das, dann kommt es gut. Sondern es ist eine gute Botschaft. Jesus hat es gemacht. Und darum kommt es gut. Es ist die Botschaft von dem, was passiert ist, was unveränderlich ist, was ein für alle Mal ist, was über allem leuchtet, wo du und ich nichts machen können, dass es besser oder weniger gut wird. Es ist passiert. Und Jesus lädt uns ein, uns auch ihm zuzuwenden. Das ist die Botschaft. Und alles andere ist aussenrum. Der Paulus fasst es knackig und kurz zusammen im Römer 14, Vers 17. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Essen und Trinken tut man in erster Linie gut. Was er damit möchte sagen, da war ein Streit, wie man jetzt essen soll. Da hat es ganz viele Regeln gegeben. Man hat sich darum gestritten, wie man jetzt die Regeln einhalten soll. Und der Paulus sagt, es geht nicht um die Regeln. Essen und Trinken steht sinnbildlich für die Regeln. Es geht darum, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Das ist gute Nachricht. Das andere ist von mir aus, wenn dann, ein guter Ratschlag. Also das Evangelium in der Mitte, die gute Botschaft, die gute Nachricht in der Mitte. Für das wünsche ich mir, dass wir gäng mehr bekannt werden. Die Wirkung von diesem Evangelium in der Mitte, die ist wundersam. Da passiert etwas. Wenn wir uns um Jesus herum sammeln, so wie wir es jetzt heute haben, das Kreuz in der Mitte, Fokus auf Jesus, dann passiert etwas. Es verändert sich etwas. Die Botschaft verändert uns. Nicht über Disziplin im Sinne von, ich muss jetzt mehr um die Gabe kümmern, ich muss da etwas mehr pushen, sondern allein die Tatsache, dass wir uns mit dieser guten Botschaft auseinandersetzen, dass wir bei Jesus Zeit verbringen, dass wir mit ihm unterwegs sind, verändert uns von innen raus. Und das ist ein Geschenk, das ist nicht eine Leistung. Das ist ein Geschenk, wo Jesus uns schenkt, wo der Heilige Geist in uns bewirkt. Und ja, das ist anders. Da verändert sich etwas. Und wir merken, dass am Schluss viel Weisheit, die wir da drin lesen, über diesen Weg erreichbar ist. Geschenkt. Und dann verändert es sich. Nicht wir verändern, dass wir etwas geschenkt bekommen. Wir bringen nochmal den gleichen Vers. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt oder schenkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Das dürfen wir empfangen. Einfach nur, wenn wir das Kreuz in die Mitte tun. Einfach nur, wenn wir auf Jesus schauen. Gott verändert, wenn wir mit ihm Zeit verbringen, wenn wir auf ihn schauen. Veränderung ist nicht das, was wir selber herbekommen, sondern ist das, was wir dürfen empfangen. Im Römerbrief schreibt der Paulus weiter, der nächste Satz ist, wer Christus auf diese Weise dient, an dem hat Gott Freude. Und er ist auch in den Augen der Menschen glaubwürdig. Auf diese Weise zu dienen meint, das ist das Thema vom ganzen Kapitel, eben einander den Glauben lieb machen, einander Jesus zeigen, einander helfen, auf Jesus zu schauen. Wer das macht, wenn wir das gegenseitig machen, dann hat Gott Freude.
Und dann werden wir in den Augen der Menschen glaubwürdig. Es passiert, was muss passieren, wenn wir uns auf Jesus, auf das Kreuz, auf das Evangelium ausrichten. Unser Leben wird glaubwürdig. Unser Leben fängt an zu zeugen von dem, wo wir drauf schauen. Es wird sichtbar. Glaubwürdigkeit ist, das sind nicht leere Worte, sondern das ist ein belastbares Zeugnis von dem, wo er ist. Hey, wenn Jesus uns verändert, dann wird das gesehen. Und auf eine Art, dass es glaubwürdig ist. Menschen brauchen die gute Nachricht. Und ich wünsche mir, dass sie erfahren durch uns. Weil sie sehen dürfen, dass sich verändert. Und im Notfall auch vielleicht mit Wort. Aber Glaubwürdigkeit ist nicht in den Wort, sondern Glaubwürdigkeit ist in unserer Veränderung, die durch Jesus Christus erst geschenkt ist worden. Es geht nicht umgekehrt. Seine Liebe in uns ist es, wo am Schluss sichtbar werden darf. Und so ist eben das Evangelium, das Kreuz in der Mitte, nicht die Idee, dass wir uns nur noch um uns drehen, sondern dass wir uns bei ihm erfrischen lassen, dass wir bei ihm empfangen, von ihm uns verändern lassen. Und dann geht es gar nicht anders, als dass es weitergeht. Das Evangelium ist das Geschenk von Gott an uns. Kirche findet dann statt, wenn das Evangelium verkündet wird, gehört wird und sich Menschen davon verändern lassen und so zu lebendigen Zeugen werden. Von der besten Nachricht, die es überhaupt gibt. Heute feiern wir, an Ostern feiern wir das Evangelium, die gute Nachricht, die immer noch brisant ist, die immer noch frisch ist. Und du bist eingeladen, dich auf die Geschichte einzulassen. Auf den Ruf von Jesus her zu diesem Kreuz. Vielleicht ist das Evangelium für dich auch so ein Pflichtenheft, verbunden mit einer grossen Liste, was man alles müsste und sollte. Dann bist du eingeladen, loszulassen. Ohne etwas, mit leeren Händen, an das Kreuz zu kommen, zu Jesus zu kommen. Weil du nichts musst, sondern einfach eingeladen bist. Vielleicht fällt es dir schwierig, dich auf das Kreuz einzuladen, zu fokussieren, weil du abgelenkt bist, weil Sachen dich stören, weil wir hier eine Kirche sind, eine Gemeinschaft von Menschen sind mit ganz vielen verschiedenen Bedürfnissen, mit vielen verschiedenen Art und Weise, wie man das Leben gestaltet und so weiter. Und das kann ablenken. Vielleicht findest du, man müsste dieses und jenes noch anders machen. Und erst dann könntest du dich vielleicht darauf einladen. Hey, der Ruf ist unabhängig von, ob es gerade ein bisschen laut oder leislich oder was auch immer ist. Jesus ist es in jedem Fall wert, in die Mitte zu nehmen. Und es ist mega schade, wenn wir uns ablenken von anderen Fragen. Andere Fragen sind auch wichtig. Aber Jesus, das Evangelium, das Kreuz in der Mitte ist das Wichtigste. Und als Kirche sind wir dem verschrieben. Als Kirche geht der Grossteil von unserer Energie, von unseren Ressourcen, von unserer Arbeit in das. Und wir werden nie ein Ort sein, wo alle Bedürfnisse befriedigt werden, wo alle Wünsche erfüllt werden. Das ist aber auch nicht die Idee. Wir probieren aufeinander zu achten. Wir probieren, dass sich die Leute willkommen fühlen. Jedes von uns hat einen Anteil an dem. Aber vergessen wir nicht, dass unser Fokuspunkt das Kreuz ist. Das ist der zentrale Punkt. Darum sind wir da. Vielleicht kennst du Jesus nur vom Hören sagen, bist heute eingeladen worden und bist da, weil du vielleicht jemandem Gefallen gemacht hast oder sonst jetzt irgendwie da rein verschlagen oder bist im Livestream dabei. Du kennst den Jesus gar nicht so. Du weißt gar nicht, für was das Kreuz konkret steht. Du bist auch eingeladen. Du bist auch eingeladen. Und wenn du Jesus möchtest kennenlernen, dann langt das Gebet.
wo du für dich reden kannst, mit Jesus in Kontakt kommen. Vielleicht kannst du mit jemandem, wo du da bist, reden und beten. Selbstverständlich bist du eingeladen, nachher im zweiten Worship-Teil, diesem Ministry-Team. Die Leute lieben es, mit dir zu beten. Und wenn du Jesus möchtest kennenlernen, dir ihn noch genauer vorzustellen. Jesus, das Kreuz ist das, was wir in der Mitte haben. Was an Ostern passiert ist, ist Gottes Versöhnungsangebot an dich und an mich. Und es gilt heute noch. Wir nehmen uns einen Moment Zeit vor Ruhe, wo du dich fragen kannst, ob es eine gute Möglichkeit gibt für dich, auf diese Einladung heute zu reagieren. Jesus, ich danke dir für Ostern. Ich danke dir für das, was du uns entgegenbringst, was du gemacht hast für uns, dein Geschenk. Und ich sehne mich danach, zu sehen, was es mit uns macht, was die Veränderung ist. Ich sehe es schon da und dort. Ich habe es selber erleben, viele von uns. Wir wünschen uns aber, dass du uns weiter veränderst. Dass das, was du gemacht hast, die Auswirkung, die es auf uns hat, sicht- und spürbar wird. Ich danke dir für das. Und ich bitte dich, dass du uns dort begegnest, wo wir es heute brauchen. Dass wir auf die Seite räumen, was zwischen dir und uns steht. Dass wir einen klaren Blick auf dich dürfen haben. Weil bei dir ist es, wo wir das bekommen, was wir brauchen. Amen. Danke, hast du reingeschaut in die Predigt und lass uns einen Kommentar, was dich begeistert hat oder was Fragen aufgerührt hat. Hey, wir bauen Kirchen und wir machen die Predigten, dass Menschenleben zum Blühen kommen und mit Gott connected werden. Und das hoffen wir, das ist passiert. Wenn du Fragen hast oder das Gebetsanliegen, dann kontaktiere doch uns. Wir lieben es, mit Menschen in Verbindung zu kommen. Wir lieben es auch für Menschen zu beten. Wenn dir die Predigt gefallen hat, dann gib doch einen Daumen hoch und abonniere unseren Kanal, dann verpasst du die nächste Predigt sicher nicht. Wenn du uns unterstützen willst und dir das gefallen hat, dann geh auf den Button, scan den QR-Code. Danke vielmals. Und sonst, hey cool, hast du reingeschaut und hoffentlich bis ein anderes Mal.